Tja, ihr wunderschöne Menschen, willkommen bei einem neuen, wie heißt nochmal, Modern Warfare 2, genau. Ja, ich habe schon fast vergessen, wie das Spiel heißt, traurig, oder? Genauso traurig ist eben auch die Tatsache, dass die guten alten Spiele einfach aussterben, also die guten alten Spiele, stirb, habe ich gesagt, ach, leck mich doch am Arsch. Die guten alten Spiele, Modern Warfare 2, stirbt aus, ich merke es jetzt im Online-Modus. Ich hab's jetzt auf PS3. Ah, fick dich. Ich hab's jetzt auf PS3 und auf PC, also Steam. Und ich finde echt nicht mehr so viele Spiele. Also, erstmal braucht man ewig, bis man eins findet. Oder meistens braucht man ewig. Und dann, ich hätte es mir wirklich fast gekauft. Jetzt in meinem vertrauten... Rache! In meinem vertrauten, ja, Verkaufsgeschäft von digitalen Medien, das Spiel Modern Warfare 2 für die Xbox, weil ich zurzeit super fick dich. Oh, was ist denn da für Freiwild für ein dummer Arsch, ey? So ein blöder Sack, hä? Weil ich auf der Xbox gerade sehr gerne spiele und ich hätte es, ja, fick dich doch, du Arschloch. Und ich hätte es wirklich gerne, ja, gehabt für die Xbox auch. Einfach, es ist zwar unnötig, aber ich hätte es halt gern gehabt, dass ich da auch mal zocke. Es ist ein anderes Gefühl auf der Xbox zu zocken als auf PC und als auf anderen. Oh, du Wichser, geh nach links. Mein, jetzt bin ich auch noch getroffen oder was? Ja, natürlich werde ich jetzt hier getroffen. Ja, super, ne? Deswegen ist es auch, ich hätte es schön gefunden, aber mein Gott, war nicht so. Scheiß drauf. Egal. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, ich komme wenigstens noch durch die Wand. Oh, blend dich halt gleich selber, du Arsch. Aber egal. Das heutige Thema ist eigentlich ein ganz anderes. Das heutige Thema, hoppala, da geht's um einiges, um ein Thema, das eigentlich jeden beschäftigt. Und das Thema ist, ja, der Kunde ist König. Und wenn man kein König ist, dann fühlt man sich genervt oder verarscht. Also jedenfalls, ich habe es heute so empfunden. Ich war heute aus Versehen beim Friseur, weil alle gesagt haben, geh zum Friseur. Und ich dachte mir, ja gut, dann gehe ich halt mal zum Friseur. Was soll's? Ich wollte eh fast zu meinem vertrauten Friseur gehen. Mein vertrauter Friseur, das ist mein Lieblingsfriseur, der ist scheiße cool. Zu dem gehe ich eigentlich seit ein paar Jahren. Immer zufrieden, wunderbar. Und da gab es keine Probleme. Der ist ein bisschen, na, er ist eigentlich nicht teurer, mein Gott. Es ist ein bisschen nobler da, muss ich sagen. Da gibt es halt in jedem Raum gibt's 4 Fernseher. Und das ist schon geil. Ja, der Friseur, der ist schon cool, ne? Und da gibt es auch so eine Bonuskarte, wo man dann Prozente sammeln kann. Also ganz tolle Friseur. Und ich war heute eben, weil da kostet, also da dauert halt einfach Termin machen ein bisschen länger. Oh, geklettet, du Arschloch. Oh, hier, den Typen nicht erschossen, weil ich nicht wusste, wie man messen kann. Und dann dachte ich mir, machst mal keinen Termin, scheißegal. Gehst mal zu einem Friseur in der Stadt. Und einfach spontan hingegangen, habe ich gleich gefragt, hey, kann man sich hier frisieren lassen? Ja, gut. Dann nehme ich Platz, setze mich und dachte eigentlich, ja, man kann nicht so viel falsch machen, wenn man zum Friseur geht und sagt, ich hätte gerne eine kurze Frisur. Also einfach kurz geschnitten. So, Seiten 12 cm, Millimeter, 12 cm, ja. Oh, fick dich doch. Der Freiwild ist der größte dumme Camper Wichsarsch auf der ganzen weiten Welt jetzt heute, zur Zeit. Ja. Das muss das größte Arschloch sein, ey. Ja, du Wichser, hier. Oh, jetzt kommt der wieder, ey. Leck mich doch am Sack. Und dann kam halt so eine Friseusin oder halt der Hausmeister von dem Schuppen, kam zu mir her, Hausmeisterin, und hat dann gesagt, ja, ja, haben wir Haare waschen. Ja, habe ich gedacht, ja, wunderbar. Oh, fick dich doch. Oh, tuben sie rum und campen sie rum, sind sie scheiße hier. Wunderschön. Und Camper. Und dann, ja,
da war es eigentlich gewohnt, man sagt dem Friseur, was man haben will, und dann bekommt man das. So, also ich sag zu ihm, ja, kurze Haare. Sagt sie so, nee, ich will's noch, dass es meine Haare kürzer sind. Dann sagt sie, ja, ich mach's mal so, schauen wir dann mal. Ich dachte mir, nee, ich will sie aber kürzer. Ja, schauen wir dann mal. Ja, ich will nicht schauen, fick dich. Ich will halt das so haben, wie ich das haben will. Es hört sich doof an, aber mein Gott, es ist halt einmal so. Also wenn ich sage, ich will Bananen, dann will ich keine Äpfel kaufen. Ist ja das Gleiche, ne? Und dann habe ich mich da schon ein bisschen doof gefühlt. Und dann, ich habe gesagt, naja, nee. Und das war der Wurscht. Also ich hätte da zum Beispiel auch sagen können, ich hätte jetzt gern einen Kaffee und sie brächte mir, weiß ich nicht, sie hackt mir meinen Arm ab. Das wäre das Gleiche gewesen. Also die Person war mir von Anfang an unsympathisch und sie hat einfach nicht das gemacht, was ich wollte. Und dann, als ob ich halt blöd bin zum Beispiel, dachte ich auf jeden Fall, weil es ist halt nicht schön, man will halt irgendwas und dann bekommt man das nicht, das ist halt doof, man ist es eigentlich, also ich bin es nicht mehr gewöhnt, wenn ich irgendwo hingehe, der Kunde ist König, ich denke jetzt nicht, oh, ich bin der Checker oder so, you are freaking nerds camping shit fucking kidding me right now, why are you fucking serious, ja, aber wie kann ich denn hier messern? Fick dich! Meine Fresse. Und ich weiß nicht, also ich bin es nicht mehr gewohnt, dass jetzt, also mein Gott, ich bin jetzt nicht verwöhnt mit Menschen, die mich hier, was wollen Sie bitte daher? Ja, 3 Kilogramm von dem Kalbsfleisch, dem zarten. Okay, dann kredenzen wir es Ihnen jetzt her. Nee, so, mein Gott. Oh, fick! Oh, was ist denn das für ein dummer, schwachsinniger Scheiß, Kack-Arschloch, Dänen, Hurensohn-Wichser. Meine Fresse, hey. Oh, Olski-Polski, Arschloch. Fick dich. Ich nehme auch gleich wieder Angry Sniper auf. Das trifft sich jetzt gut, dass ich schon in Rage bin. Ja, würde ich sagen, dass das gut trifft sich. Ach, da ist er ja. Ja, gefickt. So. War ein anderer, ist aber wurscht. Und dann weiß ich nicht. Also, die Person war mir von Anfang an unsympathisch. Ich wollte es nicht hören. Dann dreht sie mir irgendwie so ein scheiß Shampoo an, wo ich sage, nee, will ich nicht. Ja, Sie können sich überlegen. Nee, will ich aber nicht. Ja, überlegen Sie mal. Nein. Nein heißt nein. Oder heißt nein, sagen Sie es mir noch 10-mal. Mein Gott, also, wenn ich nein sage, dann meine ich auch nein. Ich bin keine Frau. Wenn eine Frau sagt nein, meint sie irgendwas anderes damit. Aber sie meint damit nicht nein. Meistens. Ja. Macht ihr das was? Nein. Dann macht's ihr was. Ist ja logisch, oder? Und anscheinend Ding oder was? Also, wie ist es denn bei euch? Wenn ihr irgendwo hingeht, seid ihr dann gewöhnt, dass euch die Leute, die da arbeiten und Sachen verkaufen wollen, die euch dann einfach ignorieren oder widersprechen? Oder seid ihr zurzeit mit den, ja, mit der Zuvorkommnis zufrieden, die jetzt gerade die, ja, wie sagt man da, ja, Dienstleistungen, die es dir angeht, zum Beispiel, jetzt seid ihr zufrieden beim Bäcker, beim Metzger, beim Friseur, einfach bloß beim Einkaufen, keine Ahnung, seid ihr da zufrieden oder sagt ihr da, boah, die sind so scheiße, ich würde am liebsten gehen. Und ich wollte auch gehen, hey. Die hat mir die Haare geschnitten und, also dann erst gewaschen, dann geschnitten und dann, ich wollte eigentlich unterm Schneiden, wie sie mich schneidet, dann wollte ich schon gehen, hey. Dann mit dem Maschine, dann, ich dachte, die will meinen Kopf irgendwie abhacken mit dem Ding, hey, weil sie so aggressiv und schnell und so. Ich dachte, das macht man halt schön kommod, langsam, schön entspannt, aber nein, hey, sie nicht, nein. Hey, sie ist ja im Stress, sie muss ja noch andere Kunden, blöd anschauen und blöd anreden. Und da kann sie mit mir nicht irgendwie 5 Minuten hier warten. Nee, 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 hey. Ratzi, ratzi, ratzi. Und schon ist der ganze Kopf ab. So kam es mir vor, war nicht schön, gefiel mir nicht. Shut up! Aber ich fand's, ja gut, ich wäre am liebsten da sofort gegangen. Ich wäre am liebsten gar nicht reingegangen zu dem Scheißladen. Na gut, also das waren meine Berichte des heutigen Abends, Tages, Nachts. Und wir sehen uns wieder um 24 Uhr in der nächsten Bar Mitzwa. Genau, ich kann jetzt auch gerade nicht das Aufnehmen, abbrechen, weil ich sonst brechen muss, ja. Genau, bald
Angry Sniper, ja. Ich schneide schon wie ein fleißiges Wiesel.